Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRE die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRE erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRE-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der 2 Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du? Das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an. Rückzug! Rückzug! Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße. Mach die Tür auf! Nein! Los! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab nen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Und hier spielen wir heute Dying Light. Ich hoffe, euch wird die Folge gefallen. Mit dem Kneif du ihn! Du Schwierigkeitsgrad. hast Okay, Angst! sorry. Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Okay, wir können jetzt starten, so wie es aussieht. Wenn es zu laut ist, meldet euch in die Kommentare oder so. Okay, wohin müssen wir jetzt? Okay. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort.
Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Okay. 31. Das ist deine Nummer. Okay. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Okay, dann wissen wir das auch schon. 31 Infizierte und nur noch 7 Kurier. Dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amir sein. Hey. Beruhigt euch. Hi. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Ah, okay, ist sehr schnell gegangen. Dann mal hoch. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Okay, wir können reingehen. Hallo? Jemand hier? Hallo? Oh, da draußen. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, Hey, Boss. Lass stecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Ja, der hat uns angelogen. So ein Süßer. Ich bin nicht faul. Okay. Geben Sie sich in den 13. Stock und suche Sie nach verschlossenen Überlebenden. Hab mich verlesen. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Oh. Das wird eklig. Okay. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Ja, mussten wir. Let's go. In den 13. Stock. Mann, hier sind ja einige draufgegangen. Heilige Mutter Maria. Kinderwagen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was. Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Oh. Ja, unsere erste Waffe. Aber wir können laufen. Zombie. So schnell tot? What the hell? Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott!
Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hol Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Hier runterspringen? Nein. Schade. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Okay. Können wir das jetzt? War nicht. Kühlschrank. Das ist die Lage drin. Yes. Und Müll, oder? Okay. Yes. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir es. Unglaublich. Hi, Mark. Das ist ein Medkit hier. Wie? Würfe. Medkit. Nein, jetzt haben wir schon ein Medkit erstellt. Benutzen. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Mull und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Okay. Hi. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Okay. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Okay. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Müssen wir jetzt Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. hoch wieder, oder? Ja, wir müssen wieder hoch. Oh. Okay. Hi. Hi. Okay. Normal die Tür aufmachen geht nicht. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Hab ich nie komm. gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Kein Sprengstoff, okay. So. So, reicht es? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Können wir die Klamotten nicht anlassen? Perfekt aus. Okay, einfach umziehen gehen. Hier? Ja. Mann, das ist ja schon alles voller Blut. Gut, Rahim. Egal, ich bin nee, bereit. ja. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch.
Okay. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Okay. Spring. Geil. Okay. Solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Boah, kann man da runterspringen? Wohin das lieber nicht. Nein. Oh. 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 Geil, mein erster tot. Oh mein Gott. Wieder hier hoch, oder? Ja. Diesmal müssen wir aufpassen, nicht, dass wir wieder sterben. Nicht alles gleich zusammen. Nee, weiter hoch. Oh, eine Flagge. Boah, krass, eine Flagge. Wie komme ich hier jetzt hier runter? Sind fast tot. Egal. Hi. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Und jetzt ist er tot, oder? Rahim! Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Okay. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Okay. Oh, wie schnell ist der hier jetzt gerannt? Okay, wir machen einfach mal. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen, engen Gänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Rüber. Dahin. Hier hoch. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Hey, nicht mitten, wenn ich spring. What the hell? Bin ich jetzt tot? Nein. Hä? Gedruckt halten, oder? Über. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Wie hoch? Also gut, rauf auf das Gerüst dort! Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Mein Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsteppen. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Okay, keine 10 Minuten heißt. Ich würde mich kurz durchspringen, dann geht das nicht hier. Gut gemacht.
für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutz beim Laufen alles, was du findest. Okay. Alles, was ich finde, soll ich benutzen. Hoppa. Hoppa. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder Ja, hast du mit das mir schon da. mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Okay, wir können gehen. Und wie viele Punkte? 500. Was passiert mit mir? Crane? Oh. Sind wir jetzt ein Zombie? Sag doch was! Was ist denn los? Nein, noch keine. Zum Glück noch kein Zombie. Stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Ach, scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Wir sind noch kein Zombie. Das ist alles gut noch. Solange wir kein Zombie sind, ist das schon... Okay. Hallo? Oh. Ah, irgendwas gemacht. Wohin muss ich? Bin ich jetzt falsch? Hier rüber. Okay. So kann ich nicht mehr laufen. Ich ein Zombie war. Aber. Hallo. Hi. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die... Nein. Oh, ich habe was hier nicht geskippt. Ich bin so dumm. Egal. Jetzt können wir wieder laufen. Okay, zu einem Doktor müssen wir gehen. Okay, ab zum Doktor. Hi. Oh, der Typ ist weg. Also gut. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Okay. Das erste Mal unten. Erster Stock. Hi. Ah, Sie sind der neue Quartiermeister. Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es ihnen nicht übel. Okay. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Okay. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRE-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke. Ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht findet Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Ja, für die kalten Nächte. Okay. Okay. Danke für die Sachen. Oh, das nehme ich auch für mich. Danke, tschüss. Sie haben die Mauer in nur 3 Tagen hochgezogen. Hast du schon vergessen? Da lang. Oh, hier. Ah, hier unten steht er jetzt. Willst raus, ja? Ja. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Egal. Flashbang. Okay. Okay, Neuer. Dr. Zara ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Ah, Nicht hier. zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel mehr. Das zieht nur diese Viecher an. Dann umbringen.
geht's mir? Das Hoffen nur, aussieht, dass ja. diese vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Camden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein, ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückte Symptome. Setzen Sie sich. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GRI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten. Denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Los. Bracken hat die meisten seiner Leute zur Verteidigung gegeben. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Ah, oh, klar. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Da. Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Also noch mehr? Ja, okay. Machen Sie Mission. Okay. Los geht das. Und die richtigen Missionen, glaube ich, ja. Sehr wenig Ausdauer. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Wohin jetzt? Hier. Ist da draußen jemand? Ja, Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen für Spike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Brackens Mission vorbereiten. Er ist auf dem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Kann man die treten? Ja, man kann die treten, geil. Okay. Wie hoch? Da steht noch ein Zombie.
unbedingt Ausdauer. Das könnte mir, glaube ich, nicht laufen. Zack. Hi. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Oh, ich bin den versuchen. Der ist tot. Er lebt halt immer noch. Jetzt. Ich glaube, da drin ist ein Zombie. Ja. Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Erlöse ihn. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Kampftagebuch. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort 17 nachts Stunden, auch wirklich sicher. Okay, das ist sicher. Ach Mist. Oh, Wie ist kann die fliegen. Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Ein bisschen hoch. Hier. Hier. Und hier. Und los. Crane hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Okay. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und Crane? Danke. Und die Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Ah, hier. Die zwei. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Okay. Bin mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Na, da ist einer. Mist. Na gut. Yes. Kiste. Oh, falsche Taste. Labelfarm, Kaffee. Ja, brauchen wir. Oh. Bisschen zu laut. Hier. Da oben die. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Ciao. Ich mir die hier oben machen. Opa. Zack. Okay, die Bombe. Licht kann nicht. Keine Ahnung, was das ist. Straßenlaterne haben wir auch gemacht.
die? Ja, so. Cool. Wir können da hoch. Kennt ihr das? Yes. Zack, boom. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Kannst du... Genau, ich hab das Leben verloren. Hui. Wo ist jetzt die? Die ist hier. Und da wegspringen und dann schaffen wir das. Nein. Runtergefallen. So. So. Und jetzt wieder hier rüber. Yes. Zack, boom. Das funktioniert nicht. Jetzt haben wir es. Das. Jo. Ist das normal? Nein. Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Oh, ich hab versehentlich umgeschlagen. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspann. Bam! Sieh es dir an. Ein Luft. Okay. Ey, der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Kommen. Was ist das? Oh mein Gott. Er ist groß und soll ich jetzt gegen den kämpfen? Bin ich? Können wir das aufheben? Das? Das mal aufheben. In das? Ah. So. Nochmal, wir müssen den einfach hierher locken. Welcher ja. Dann ist der tot. Oh, heiligen. Ah, okay. Hier rüber musst du, guck. Ja. Oh. Weggeflogen. Hey. Jetzt? Wen hat der? Ist so? Leben. Oh. Voll auf seinen Kopf. Yes. Oh, ein Riesenschrecken. Hier. Da geht's aufgefallen. Hier blinkt es. Ja, genau hier. Gibt's jetzt wieder Strom? Gut, das Umspannwerk läuft wieder.
Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Zum Unterschlupf. Okay. Unterschlupf. Okay. Ja. Oh, Scheiße. Oh, ein Zombie. Ist das keine Safe Zone mehr oder kommt der jetzt hier ran? Wie es aussieht, nein. Was zum Henker ist das? Hey Doc, hier ist Kyle Crane. Crane! Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung? Okay, dann würde ich sagen, hier beenden wir die Aufnahme. Morgen vielleicht noch der zweite Part. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch noch eine gute Nacht und ciao.